Ciao zusammen, René hier. Heute bin ich ein bisschen aufgeregt, weil ich mit euch über meine neue Serie reden. Vielleicht kennt ihr meine bisherigen Doc-Filme, wo ich Leute bei dem, was sie machen, während ein paar Tage begleite. Zuerst mal habe ich gesurft in Südkalifornien, in San Diego. Ja, typisch Kalifornien ist hier halt einfach, ja, es surft fast jeder. Einfach, man kann es fast nicht umgehen zu surfen. Das ist hier auf dem Pickup 4 Boards, da Mutter mit dem Kind am Surfen ist. Wenn man in eine Garage schaut, sieht man 6, 7 Surfboards. Man ist einfach hier, das Surfen ist hier daheim. Das Fischen tut dir üben Geduld. Du musst ja tagelang fischen, bis du einen Fisch hast. Und manchmal hast du auch keine. Manchmal geht es schneller, manchmal geht es langsam. Das ist im Arbeiten. Fischen tue ich im Kindergarten, seit ich weiss. Oder? Und dann, also, wenn du mal den Virus Fisch im Blut hast, dann hast du ihn drin, dann ist es einfach so. Dann kannst du nicht mehr davon weg. Oder? Ja, ich habe immer den Moment gelebt. Auch immer müssen auffallen. Beim Seich war ich meistens zuvorderst. Was ich von meinem Business gelernt habe, dass das Leben zu kurz ist für einen schlechten Kaffee. Das Problem ist, dass ich dann etwa 2 Monate brauche, bis der Film dann mit allem Drum und Dran fertig ist. Ich habe mich dann gefragt, ob es nicht ein weiteres Format gibt, das ich etwas schneller fertig habe, zum zu zeigen. Rausgekommen ist die neue Serie mit dem Titel «Meine Geschichte». Menschen wie du und ich erzählen aus ihrem Leben. Hier ein kleiner Ausschnitt. Also ich habe sicher gegenüber früher sehr viel weniger Hemmungen und ich kann gegenüber früher problemlos auf Leute zugehen, das ist schon so. Ich sage immer, ich bin nicht schlauer oder besser als die anderen, aber ich gebe einfach nicht auf. Auch wenn es verloren ist, tue ich immer noch kämpfen und gewinne dann meistens noch. Ich bin mit sehr jung auf Reisen. Mich hat das auch schon in der Schule am meisten interessiert. Für mich war ganz klar, so schnell wie möglich eine Lehre machen, meinen Eltern in diesem Sinn gerecht werden. Und dann bin ich losgezogen. Und war immer auf der Suche und bin bis heute nicht angekommen. Ja, also bereue ich eben, dass ich sicher nicht schon als Teenager viel reisen. Und dass ich sicher eben halt dann einfach nicht die Sprache gelernt habe. Dass ich zu faul war, ehrlich gesagt. Weil ich das Gefühl hatte, ja, man braucht es ja eh nie. Oder auch mal ins Ausland arbeiten, wo ich ja mit meinem Beruf eigentlich gut hätte können. Jeder und jede von uns hat doch Sachen erlebt und gelernt, die jemandem helfen kann, der eventuell jetzt in einer ähnlichen Situation steckt. Mein Plan ist, solche Geschichten zu finden und dann mit euch teilen. Die erste Episode tue ich etwa in einer Woche aufladen.
Ihr könnt mir helfen, indem ihr mir dann sagt, was ihr gut, aber natürlich auch, was ihr dann nicht so gut dran findet. So, das war es für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.